Und willkommen zurück hier zum German-Modus des FIFA World Cups Brasilien 2014. Tja, wer jetzt ein paar gesehen hat, der hat mitbekommen, dass er irgendwie hier Probleme hatte. Sprich, das Spiel hat irgendwie automatisch bestimmte Spiele übersprungen. Ja, zum Beispiel den hier, da USA, Deutschland, was wir da irgendwie hinkriegen können. Das Problem ist, ich konnte machen, was ich wollte, wenn ich mit der Schweiz gegen Honduras gespielt habe. Hat er mir automatisch dieses Spiel hier, ja, USA, Deutschland, hat er mir automatisch übersprungen. Ja, konnte ich irgendwie nicht mehr reparieren. Man hat gedacht, okay, was mal umgekehrt. Sprich, ich konnte ja auch das Spiel Honduras, Schweiz konnte ich ja auch simulieren. Habe das mal so gemacht und ein paar Mal musste testen und so. Aber irgendwann ging es dann, ich bin hier jetzt wieder angelangt bei USA gegen Deutschland und kann das nachzocken. Das Problem hierbei ist, dass das Resultat ein bisschen verändert. Naja, so Gruppen zum Schluss noch gleich, das ist alles in Ordnung und so. Was einfach neu ist, wir haben jetzt hier mit der Schweiz gegen Honduras nicht mehr gewonnen, sondern nur unentschieden gespielt, 1:1. Noch ein bisschen lame, aber was willst du machen? Wenn ich selber eingreife, dann überspringt er mir automatisch USA-Deutschland. Das ist natürlich auch kacke. Ja, aber ansonsten, Frankreich, die Franzosen haben natürlich auch gewonnen gegen Ecuador. Also sprich, die Gruppenteilnahme für die Achtelfinals, die sind bis jetzt noch gleich geblieben. Zum Glück. Argentinien, Nigeria, das stimmt auch so. Also sprich, wir treten mit der Schweiz im nächsten Part wirklich gegen Argentinien an im Achtelfinale. Ach du Scheibenkleister. Na gut, aber jetzt mal natürlich mit USA gegen Deutschland. Sieg muss her, weil sonst sind wir raus aus dem Turnier. Können wir meinen. Theoretisch, weil, wir führen zwar die Tabellen noch an, aber wenn Portugal natürlich gegen Ghana gewinnt und wir gegen die USA verlieren, dann ist Deutschland natürlich auch raus. Und das darf auf keinen Fall geschehen. Also dann, gegen die USA muss man den Sieg her, sonst haben wir ein kleines Problem. Natürlich wie gehabt, auf Profiniveau ist es wie immer heiter, Sonne heiter. 8 Minuten pro Halbzeit und es geht los hier. Jetzt müssen wir trainieren. Ah, die Freistöße, alles klar. Okay, mal gucken. Naja, ich muss eigentlich nach links oben ziehen. Jetzt gehe ich mal nach rechts oben. Schon ein bisschen besser. Okay, natürlich noch ein bisschen besser. Jetzt machst du da mal. Rechts oben also. Und. Knapp vorbei, ist auch daneben. Komm schon irgendwie da hin. Muss jetzt klappen. Oh, weit vorbei. Alter, was ist das denn hier los? Ja, also irgendwie hier aus dem Stand heraus wird das irgendwie nichts. Also natürlich mache ich das komplett falsch. So, jetzt komm schon drin. Direkt links hoch! Ja. Theoretisch ja, noch eine Zielscheibe habe ich getroffen. Verflixt nochmal. Der war schon besser. Das ist anschneidend, war. Mit R1, okay. Immerhin die Spieler getroffen. Was ein Quatsch, ey. Okay, dann los. Mit dem Spiel USA gegen Deutschland im German-Modus. Gleich steigen wir ein in ein Gruppenspiel der WM-Endrunde und die Protagonisten, darauf können wir jede Wette eingehen, die wollen sich keine Blöße geben. Hier zählt jedes einzelne Spiel. Wir wollen alles wissen, deswegen brauchen wir jetzt ein paar Fakten über diese wunderschöne Spielstätte hier. Die Arena Pernambuco befindet sich am Rande von Recife, einer wahrhaft fußballverrückten Stadt, deren bekannteste Vereine Club Náutico, Santa Cruz FC und SC do Recife sind. Es ist ein eher kleines, aber feines Stadion mit einer Kapazität von ungefähr 43.000 Sitzplätzen. Und heute heißt es also USA gegen Deutschland. Gleich rollt der Ball. Die Welt wartet auf deine Meinung, Buschi, zum heutigen WM-Gruppenspiel der US-amerikanischen Nationalmannschaft. Das ist aber lieb, dass die Welt darauf wartet. Auf keinen Fall sind die US-Amerikaner hier krasser Außenseiter. Das hat man in den letzten Jahren schon verfolgen können. Und die Situation ist bereinigt. Ja, genau damit willkommen hier mit Manni, mit Buschi. Er ist einfach zu früh gestartet.
zum ersten Abseits des Spiels zwischen USA und Deutschland. Gut, ich meine, hier große Schießen dürfen nicht viel ausrichten, deswegen erstmal auf Mertesacker passen, genau. Boateng. Marco Reus. Boateng, die gehen nach dem afrikanischen Namen, aber okay, wow! Den Ball, da liegt er doch. Groß will ihn auch, wer kriegt ihn? Die Deutschen kriegen ihn. Die Deutschen, die Schwarz, doch irgendwie seltsam aus. Ah, na mal gucken, wa? Marco Reus. Okay, ich schätze mal, die USA wird nicht so ein leichter Gegner sein wie Honduras noch für die Schweiz. Jetzt haben wir zwar 4:1 gewonnen, aber wie gesagt, muss natürlich nichts heißen. Reus. Was? Ja gut, war irgendwie... War zu erwarten. Ja, ganz klar ein Abseits, muss man gar nicht weiter darüber diskutieren. Ole, 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 ole. Wo sind die Holländer? Du, wow. Was singe ich hier für einen Quatsch? Gute Frage, soll man lieber das Spiel konstruieren? Geoff Cameron. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Torchance, Flankenchance wohl eher. Nicht in die Mitte. Alter, war das knapp. Müller. Oh, der wäre schön gewesen. Hätte der Pass nur gestimmt. Gut, Neues auf dem Posten. Er kann es. Er weiß, dass er es kann. Er weiß natürlich auch, dass seine Mannschaft sich auf ihn verlassen kann. Michael Bradley. Hey, Michael, das wäre echt cool. Der Bradley. Bradley kenne ich irgendwie aus einer Sitcom. Unersetzlich ist er für die Mannschaft Brad. als Ideengeber im Mittelfeld. Ah genau, hör mal, wer da hämmert. Ganz souverän gehalten vom Keeper. Ja, so, er musste schießen, weiß, war ein bisschen weit weg, aber gar keine große Chance zum Weiterpassen oder sonst was zu machen. Naja, für den ersten Schuss gar nicht mal so übel. Wenn es jetzt im Standard wird, dann kann man es durchaus mal so machen. Wow. Da hat dann gegnerischen Verteidiger reingelaufen. Natürlich Stürmer, Entschuldigung. Wow. Jawohl, abgefangen. Was zum Henker? Gieß mir bitte mal den Ball. Schweini, der kann's. Der hat ja auch so ein Schwein. Du. Johnson. So, geht doch. Wow. Ey, Alter. Graham Susi. Bradley. Schon wieder der Michael Bradley. Wunderbar herausgespielt. Sag mal. Dann immer hin und her switchen. Alter. Gutes Torwartspiel. Sieht genau so aus. Der will dich abblocken, plötzlich passt er mir ständig mit den Spielern hin und her. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Mhm, man sieht's ja sofort. Was mache ich jetzt? Graham Susi. Ja, sind schon ein bisschen aggressiver als Honduras, muss man mal so sagen. Aber natürlich trotzdem für uns keine Gegner. Ja, bitte mal Der holen. Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Na, in diesem Moment startet er einfach zu früh und dadurch ist es ganz klares Abseits. Ja, hat zwar zu früh gestartet, aber dafür in die falsche Richtung. Also in dem her. Trainer ist sauer. Da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Schweinsteiger am Ball. Müller. Schweini vor, noch ein Tor. Du. Alter, das Alter, ey. Sag mal, willst du mit mal einen Ball geben? Ey. Ja, der Pass kommt an. Jetzt hat er den Ball. Dankeschön. Jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob er direkt drauf schießen musste. Er hat es probiert, aber für den Torwart war das nur... Wo schießt denn hin, Neuer? Nein, und sollte das ein Torschuss gewesen sein, dann war es einer der ungefährlicheren Art. Genau. Schweinsteiger. Schönes Passspiel, so kann man es machen. Guck mal hin. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Also das war jetzt ein bisschen ein lascher Schuss. Na, immerhin der Eckball. Thomas Müller. Und der Es geht doch! für Deutschland. Nicht nur im Real Life, auch hier im Spiel kann er Tore machen. Thomas Müller. Ein schöner Kopfball und unhaltbar war er auch. Ja, weil er wie aus dem Lehrbuch kommt.
Es lohnt sich, an Standardsituationen zu arbeiten. Hier der Beleg. Bradley. Ja, das ist ja nichts Neues, Buschi. Reus. Der Reus, nicht der Preuß. Schmelzer. Toni Kroos. Was? Zu früh gestartet. Abseits. Wo? Wie? Was? Ja, toll ist der. Ah. Aus der Perspektive siehst du doch nichts. Gonzalez. Weniger als mit X. Michael Bradley. Graham Susi. Dankeschön. Dann tut er viel Das Platz. war Ja, jetzt gar komm nicht schon. die größte Alter. Herausforderung. Nicht Der macht wirklich. Torhüter. Kann ich schon wieder faulen. Ich will da faulen. Gibt's eine rote Karte, aber ist egal. Nein, geht sowieso nicht. Früher ging das noch. Kannst halt einen Torhüter faulen. Natürlich hast du direkt die rote Karte für gesehen, aber zum Testen war es trotzdem noch lustig. Und der Du hast aber im Angriff. stand Oh, genau Alter. in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Voll Das in hat die wehgetan. Rippen, ey. Das gibt einen blauen Fleck. Mesut Özil jetzt. Sag mal. Geht doch. Was, Ball gehört mir? So der Quatsch. Cameron. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. Hat's ja voll gelohnt. Toni Kroos. Der Toni, der kann's. Das haben wir heute schon ein paar Mal von ihm gesehen. Entschlossen geht er dazwischen. Ah, wenn es jemand von hinten gekommen wäre, hey, das wäre geil gewesen. Also in der Situation natürlich. Matt Der Bittler. voll abziehen können. Komm schon. Wow, das war voll vorbei. Bradley. Bitte attackiert. Graham Susi. Ja, das Passspiel Achtung, hier passt bahnt sich vielleicht soweit. was an. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Was? Keiner will mit dem Schiedsrichter. Ey, ich hab doch gar nichts gemacht. Das war eine richtige Entscheidung. Ich hab doch gar nichts gemacht. Na toll, wohin schießt du jetzt? Links, rechts? Keine Ahnung. Links. Das ist eine- Nein, in die Kein Mitte. Problem. Total souverän. Alter, aber wer soll denn das ansehen, wo er hinspielt? Achso, du selbst siehst den in den Augen her oder so, kannst du ein bisschen abschätzen, aber hier von hinten, das ist gar keine Chance. Super gemacht. Da zeigt sich die Nervenstärke des Oh, echten verdammt, ey. Wirklich souverän gemacht. Elfmeter, Auch auf ist diesem klar. Niveau nicht selbstverständlich. Den hat er nicht voll getroffen. Und das Ergebnis sieht ziemlich Okay, aus. der hat den Spiel noch getroffen. Was? Trotzdem so weit daneben? Der ist ja lachhaft. Landon Donovan. Das muss es sein! Und die USA Natürlich. Was? holen einen Freistoß. Och komm schon, so langsam geht's mir auf den Nerven, Schiri. Überhaupt kein Problem für den Torwart. Gut gemacht, Neuer, gut gemacht. Ah, wieso spielst du dort hin? Ich wollte zu ihm spielen, zum Groß. Sofort profitiert. Mann. Ausgleich! Ja, so natürlich Diese nicht. Flanke, das stellt die Verteidigung vor keine Probleme. Wo ist das deutsche Mittelfeld? Hallo, wo seid ihr? Da ist mal doch einer da. Was macht Och er jetzt? komm, Da ich muss hab er nichts doch Freistoß gemacht. geben. Ey, das war ein normaler Zweikampf, ganz ehrlich. Nur weil der den Ball nicht halten kann und direkt rumfliegt. Meine Fresse. Landon Donovan. Jones. Ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Er ist einfach zu früh losgelaufen und zwar ins Abseits. Ja, ja, nicht nur mir geht's so, auch den Gegnern. Das ist echt spannender als ich dachte. Mesut Özil jetzt. Schmelzer. Tja. Na, Schmelz, was machen wir da? Was machen wir da wohl so? Schweinsteiger. Wo ist die Schwachstelle in der gegnerischen Abwehr? Hier haben wir sie! Ja. Den Arsch hatten wir sie. Graham Susi.
Der ist echt Susi. Ich glaube, mit Nachname okay, aber sonst. Mesut Özil jetzt. Mann, wieso Der gehst du war immer so nicht weit zu kurz, das vorne? war der Pass von Mesut Özil. Ja, ja, ist klar. Wieso rennt ihr nicht, Mensch? Ein Unentschieden in der Halbzeitpause. 1:1. Geht doch. Diese beiden sind ausgeglichen, das drückt sich ja auch im Ergebnis aus. Und sie müssen ein bisschen mehr nach vorne riskieren, dann wird es ein gutes Fußballspiel. Ja, also die Hoffnung habe ich auch noch. Im Moment fehlt mir da der letzte Mumm, der letzte Pep nach vorne. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, ja, man ist gerade dabei. Und hier gegen Hummels. Okay, den Rest kann man so belassen. Ja, der Trainer bringt nochmal einen frischen Spieler. Anstoß zu Beginn der zweiten Lolo, Hälfte. Lolo. Lala, was war das für eine Scheiße? Aber gar nichts mehr. So, kommen wir zum normal abnehmen. Geht doch, was? Das muss Freistoß geben. Und das wird Wieso hat er... für das Ey, er hat den Ball jetzt plötzlich da hinten, ne? Was machen die dort? Ey, Sie machen nochmal Druck. Ui. Sie wollen unbedingt in Führung gehen. wieso war das jetzt plötzlich ein Foul? Hat er gar nichts mehr gemacht? Die war plötzlich mit dem... Oh. Mertesacker. Ich habe doch nur die Kontrolle über den Spieler, der an dem Ball ist. Müller. Mesut Özil jetzt. Groß. Müller. Lahm. Philipp. Wow. Was? Wie bewertet der Unparteiische? Ich habe ihn nicht mal berührt. Alter, das gibt's einfach nicht, hey. Jonsson. Ja, von wegen deutschen Foul nicht mehr. Stimmt doch gar nicht, laufen einfach immer wieder nur ins Spiel rein. Ich habe keinen Knopf gedrückt. Keinen einzigen Knopf habe ich gedrückt. Trotzdem natürlich faul. Mhm. Nur weil ein Zweikampf nicht bestehen kann. Och Mensch, ey. Dempsey. Sehr gute Kombinationen. Jetzt fehlt nur noch die entscheidende Lücke. Dankeschön. Was? Fangt bloß nicht an zu diskutieren. Das war ein klarer Elfmeter. Hä? Jetzt will mich aber der Schiri verarschen hier. Sorry, aber was habe ich jetzt da falsch gemacht? Ich habe den Ball abgenommen. Der stand mir da... Tja, für sowas sagt der Torwart Dankeschön. Lass mich doch nicht zweimal verarschen, hallo? Ey, sorry, der Torwart hat ihm nur den Ball abgenommen. Er hat nichts sonst gemacht. Philipp Lahm. Ich kann zwar natürlich als Torhüter auch gewisse Steuerung habe ich zwar auch, aber ich habe extra deswegen aber nichts gemacht, weil ich nicht wollte, dass es ihm noch einen Elfmeter gibt. Ja, was passiert? Natürlich trotzdem Elfmeter. 2 Elfmeter, ein Tor verwertet. Naja. Schweinsteiger am Ball. Ich meine, schon eben noch 1-2, das ist kein Problem soweit, aber trotzdem kratzt mich ein bisschen an. Ihm gegen die Deutschen, ey. Der Schiri hat doch was gegen die Deutschen. Gib's doch zu, du verdammter Patriot. Bist du parteiisch? Die Chance. Landon Donovan. Weit daneben, aber weit daneben. Was für eine Lusche. Schweinsteiger am Ball. Okay, ihr wollt mir Speed haben, könnt ihr so machen, kein Problem. Zack. Alter! Michael Bradley. Dempsey. Ja, da geht Dankeschön, der Groß so natürlich mit dazwischen. Genuss. So muss man das machen. John Das Cameron. rennt. Landon Donovan. Oh Mann, was ist hier los? Meint doch der Obama. Hilfe. Ecke für Ist die klar. USA. Sie wollen jetzt das Führungstor ohne Frage. Und eine Auswechslung soll Kriegen sie aber dabei nicht. helfen. Omar Gonzalez. Gut gerettet. Alter Schwede, jetzt die USA ja auf die Drücker drückt. Graham Susi. Landon Donovan. Können Sie die Flanke verwerten?
Eine etwas schlampige Flanke. Sowas wird mit Leichtigkeit abgefangen. Genau, es wird Zeit für den Gegentreffer. Und jetzt rennt er, ja, er rennt. Und das war kein... Ah, verdammt, der war gerade genau richtig. Er stand genau richtig, nur bis zu weit vorne. Hinter natürlich, der gegnerische Spieler war zu weit vorne. So, Dankeschön und tschüss! Verdammt mich! Und die deutsche Mannschaft bekommt einen... Ich muss sofort abziehen, wenn er ein bisschen gelaufen hätte mit dem Ball, wäre es wieder schief gekommen. Der ist wieder vor mir. Und Muss! dafür musst du dich als Torwart noch nicht mal bewegen. Super Job, war, muss gar nicht mehr Er bewegen. schaut noch mal kurz zum Schiedsrichterassistenten raus, aber es war wohl abseits. Ja, das war ein bisschen ganz knapp, aber okay. Der Schiri hat ja immer recht, auch wenn er parteiisch Marco ist. Reus. Also tut Das sind zumindest. zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht's hier, Fußball ist Was zum ein Henker? Ich wollte eigentlich von anderen schießen, der gerade von hinten kam. Ach Mensch, ey. Was war das denn? Ganz ehrlich. So, jetzt renn doch mal ein bisschen. Alter, du bist ja schneller. Der geht ins Aus. So, ins Abstoß. Tor aus. Keine Gefahr, nur Abstoß. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will noch mal frisch. Also ganz ehrlich, 1-1 nur zu wenig. Ich will hier siegen. Allerdings. Ein Antreiber, ein Regisseur, ein genialer Mittelfeldspieler. Und damit so wichtig für die Mannschaft. Es sind nicht immer nur die Jungs vorne drin, die die Buden machen, sondern er lenkt das Spiel. Ach, natürlich immer auf den Torhüter. Alter Schwede. Dankeschön, danke, danke, danke. Wupp, plupp. Ah, Klose. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Ganz ehrlich, ey, die Manndeckung der USA ist unglaublich. Ich habe kaum Freiraum. Das ist jetzt die Möglichkeit. Schuss und... Nein, was war denn das für ein Schuss? Mann, die Flanke war so herrlich, aber der Schuss war so beschissen. Da hat er abseits gepfiffen. Wie, wo? Achso, ja. Okay, okay. Mit dem Schiri zu diskutieren bringt sowieso nichts. Könnt ihr knicken, Freunde. Mit dem Schiri diskutieren ist sowieso lame. Was? Hat der jetzt hingeschossen? Aber mehr Abstand hier, mehr Platz. Aber ich habe hier keinen Platz. Keinen Platz. Okay, das 1-0 war ja auch ein Standardverfahren, oder? Flanke, dann Kopfball, muss natürlich jetzt wieder so machen. Jetzt schießt er und gehalten zunächst. Was macht ihr da hinten? Alter! Sie wollen ein Zeichen setzen. Mit dem Unentschieden sind sie Sag mal ganz ehrlich, ey, was ist das für eine Scheiße, was hier am Laufen ist? Das gibt's doch nicht. Bradley. Ich renne. In die Mitte, geh in die Mitte, geh in die Mitte! Schöne Flanke. Flanke bleibt Was? erfolglos. Wieso so abgedriftet? Klare Sache, Abstoß. Was war denn das gerade? Ich bin den Ball abgedriftet, ohne dass ich was gedrückt habe. Beide wollen sie noch gewinnen. Das spürt man, das merkt man. Sie wollen hier in der Schlussphase die Entscheidung. 10 Minuten noch, zumindest virtuell. Oh, wow, 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 wow. Mach ein bisschen hin, du olle Spinne. So, und spinn ich hier noch komplett. Schon der Eckball. Dem Eckball. Mann, oh Mann, so. Nee, war falsch. Nee, ist gut, ist gut. Ich brauche einen in der Mitte. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Sowas nennt man... Geht doch. Gut gemacht, Neuer. Du kannst es. Wäre bloß nicht... Ja, das auf Elfmeter gewesen. Wäre bloß der Elfmeter nicht gewesen. Und jetzt verflixt doch mal. Mann, ist klar, Alter. Gut abgeblockt, die Flanke. Ich hatte keine Chance, was zu machen. Aber keine Chance, was zu machen, ey. Sie sehen, wo er einwirft, also wenn er weit werfen kann. Die Zeit zum Das war natürlich nicht, weil es zu offensichtlich wäre. Müller. Boah, ist klar. Es ist natürlich kein Foulspiel, weil er mich attackiert. Hallo? Abseits? Alter, sind zu zweit. Der konnte passen. Boah. War das knapp, ey.
lieber kein Risiko. Oh Mann, nee, andere abgedriftet. Das gibt's einfach nicht. Ball jetzt im Aus. Was für ein Graus. Das gibt's einfach nicht, ey. Zweikampf um den Ballbesitz. Miro Klose. So, dankeschön. Dankeschön. Was? Vielleicht können sie aus diesem Freistoß kurz vor dem Ende Das noch ist was doch einfach... Geteulen. Doch nie im Leben. Oh. Nein, der Pass kommt nicht an. Da haben sie hinten in der Abwehr gut aufgepasst. Es ist noch Zeit, zumindest für einen Angriff. Und vielleicht fällt jetzt doch noch das entscheidende Tor. Bezahlt aber stark. Miro Klose. Jonsson. Also wenn, dann ist klar, muss es schnell gehen. Müller. War natürlich nicht so langsam. Also ich habe ein großes Problem nach diesem Unentschieden, muss ich ehrlich zugeben, die Mannschaft schon abschließend einschätzen zu können. Da kann man nicht. Das war heute völlig ausgeglichen. Wir warten noch ab. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage. Ja, ciao Manni, ciao Buschi. Ach Mensch, Freunde, was war denn das für ein Spiel, ey? Wäre da bloß der dämliche Elfmeter nicht gewesen, aber ich hab da nichts gemacht. Nach der andere Elfmeter, da hat der Torhüter auch nichts gemacht. Das ist ganz ehrlich, ey, der Schiri ist da einfach noch parteiisch bis zum geht nicht mehr. Egal, Spiel ist vorbei, wir haben nicht gewonnen, nicht verloren, wir haben einen Unentschieden gemacht, ist ja auch mal was Neues, war. Fakt ist, Deutschland kann sich jetzt eigentlich Unentschieden im Endspiel hier gegen die USA eigentlich nicht leisten, weil er bereits gegen Ghana einen Unentschieden abgerungen hat. Wenn der Portugal noch ein bisschen aggressiver spielt, dann ist das natürlich schon zu wenig. Also sprich, Deutschland muss gegen die USA unbedingt gewinnen und ja, vor allem natürlich auf die Ballwechsel zu achten, denn man hat gesehen, die USA, ich denke sowohl im Real Life als natürlich hier im Spiel, sind sehr aggressiv, sind auch sehr zweikampfstark, immer gut beim Manne und darum müssen natürlich die Deutschen unbedingt aufpassen, dass sie da genügend, das Tor weh, genügend Raum für ihr Spiel bekommen. Ja. Das war's hier mit USA gegen... Alter, Portugal 4-0 gegen Ghana, glaubst du auch. Das heißt, Portugal ist Erster in der Gruppe. Deutschland bloß Zweiter. Ich hoffe, man hat es dafür gereicht. Ja, wir sind Zweiter, geht doch. Die Tordifferenz hat gesiegt. Oh, man hat es ja ganz schön enger. Wir haben es geschafft, Alter. Alle drei gleich viele Punkte. Aber theoretisch könnte es auch so im Endeffekt ausgehen. Wobei, nee, gegen Ghana, Portugal hat einmal verloren, gegen Deutschland natürlich. Natürlich Fakt. Zwei Unentschieden. Einmal gegen... Stimmt, der sei im Spiel gegen Portugal. Gut, natürlich im Real Life wäre es halt gegen Ghana gewesen, aber gegen die USA. Ja, 5 Punkte sind natürlich schon sehr wenig. Brasilien ist von der FIFA-Fußballmannschaft ausgeschieden. Endstation Gruppenphase. Also wenn das wirklich passiert hätte, das wäre ja oberpeinlich. Naja, nicht unser Problem. Wir haben gewonnen. Wir können weitermachen. Und zwar natürlich mit dem... Ne, das ist jetzt eigentlich eher weniger. Gut, weiter halt. Ja, dann überspiele ich jetzt mal. Beim nächsten Mal geht es dann hier los und zwar mit dem Achtelfinale. Natürlich im Swiss Mode, glaube ich, oder ist das erste Spiel, genau. Oder Deutsch, weiß gar nicht mehr. Spielt keine Rolle. Nächstes Spiel, Schweiz gegen Argentinien und die Deutschen bekommen es mit Russland, so wie es so aussieht. Ach du Scheibenkreis, vor allem mit den Schweizer. Könnte Achtelfinale bereits die Endstation, so ist natürlich nicht, weil wäre ein bisschen doof und so und wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr herausholen als nur das Achtelfinale. Wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal dann im Achtelfinale hier im Swiss on Chair Modus vom FIFA World Cup 2014 in Brasilien. Ciao zusammen.